Ekjran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom, lieve vriend. Welkom to dit programma ekjran. Dankzij dat u van jou erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik zie me zeggen, dit programma wordt een grote zijn voor die zinnen. So, welkom Albert voor de eerste maal in ekjran zijn. So, dat is een zeer grote eer voor mij dat u hier bent. En ik wil voedsel komen zeggen, wat als Heidi en ik groot bevrijd werden, paar weken wie we bevrijd, dat we de eerste vraag hadden, de eerste persoon wat zich bekeerde deed met ons te helpen, hoe we waren. So, dat is een grote eer. Deze geschichte is voor ons allemaal sehr dicht bij ons hart. En Albert, ik wil van jou einfach mal, wie wel einfach van die levensgeschichte vertellen. Wo wir die kindheid, wo bist du geboren en opgewachsen? Zie, eerstens dankzij voor aanloden. Dat is een goed programma. Ik denk dat programma dat vele mensen veranderen. Veel die hier algemeen waar mensen einfach veranderd zijn door Zeichnissen. Waar ze onderscheid zijn, dat ze zelf zijn veranderd. Ja. Zie, ik zie van Paraguay, ik zie in Paraguay geboren en als ik 3 jaar oud werd, dan trok ik me altijd naar Bolivia. Hier zo een Tonaas, Waldheim. En zo, toen zie ik dan opgewassen als meestens als 10, aber ja, opgewassen als 10 en was bij de jugendjaren aan. So, du warst, so die kon van Paraguay, kon die van du nog wat denken van ganz klein? Nou, van ganz klein, nee. Okay. So, alles wat die ze denken kon, dat we dan nog hier in Bolivia? Bolivia, ja. Wow. So ja, in Waldheim dan. En wo wir in leven? In die tijd wurde nog niet gehad kans. Ja, ik was op en kreeg dus 10 jaar doen, was op, ik was op en de andere ding wie mijn ouders trokken van Bartolomé van Paraguay. So, wenn du eine evangelische Gemeinde abstehst und sie wollen einfach nichts von dort. Und waren sie sich mit der Gruppe einig und wenn sie alle wieder ging zu dort und da ist eine Gruppe hier in Bolivien und da ist eine Kolonie gegründet, wo einfach all das Ding nicht wird. Ne? Und so dann irgendwann kommst du vielleicht in die Jugend alle lernen, wo wir dein Leben dann? Ja, krijgt dat naast. Ik was op en ging tot naar de school, naar de dorpsschool zo. En heb veel geleerd, moet geleerd. En veel lezen en schrijven geleerd, dat taalt nu deel. En ja, en was ik op zo, wie ik dan met 16 jaar, ja 16 jaar vangt het jugendleven eigenlijk dollar abgegossen aan, maar ik ben dan van $15 al abgegossen zo. Dat is heel duurtjes. Ja. En wo wir dein Leben durch abgegossen? Ja, das Jugendleben einfach, so ist das dann erst. So, sie sind da weggetrokken in das Evangelium. Und dann leben wir Jugendliche hier abgegossen ohne Gott einfach. Und sind einfach in dies drin. Weil ich wusste überhaupt nicht, wo ich hinkomme oder was einer da hat alles da. Sondern ich werde einfach weich oder verloren. Ganz verloren und leben krijgt es, was ich will. Das ist ein Fleisch, das dann jagen. Wenn du nach meiner Freiheit wird ein Fleisch, dann dort nach heute so. Ohne Korn einmal, ne? So, aber sehr viele so Dinge, die andere nicht antworten oder da und hier kommen. Aber ein bisschen pleitschen das alle. So, und falls du die dort, falls sich deine Seile oder dein Hort, dass du hier Rat wirst oder nicht? Na, ich dachte so, ein Ding hat ich klar. So, mir wird einmal gelehrt, wir können das nicht weiter, dass wir in den Himmel ankommen und nicht weiter, dass wir in den Hall ankommen. So, das Ding hatte ich einfach klar in meinem Leben, wenn alle anderen nicht wussten, wo sie wieder in der Ewigkeit sind, aber ich wusste, wo ich will sein. So, meine Ewigkeit, da wusste ich ganz genau, ich werde immer in der Hall sein. So, wenn alle anderen nicht wussten, wo sie wieder sind, aber ich wusste, dass ich wieder in der Hall sein. So, dat is wat ik beleef. Dan op eenmaal een dag komt het zo weit dat we in ongeroepen waren. Zoals ik al eerst zei, mijn vrienden en ik, nog wat andere personen, dat we ongeroepen waren dat we zullen naar Waldheim komen. Hoe komt dat we door gaan eingeladen worden, hoe Jezus waren? Nou, we hielden mij van campamentos.
Van Impact Vertical und so. En checkte alle Videos so. En dan een dag dacht ik zo, wat kan je, toen we niet meer aandoen dat die kunnen bij toekomen dan. Eigenlijk nieuwsgierig zijn over de dingen, voor de kabamentos, wat er weer, ja. Okay. En je had, also wie das sagt, hat je ook al video's gecheckt van Walter Niefeld, niet zo? Ja, van Walter Niefeld. Van Paraguay, waar die video's gemerkt hat. So, aber wirst du interessiert an das Evangelium, was du gesagt hast? Oder? No, danach nicht. Mir gefallen die Leute ab Kabamento. Okay. Aber nicht für Evangelium. Für Evangelium, dort da ich immer so, dat is het laatste en dat wil ik niemand aannemen. So, dat is het laatste. Ik verzorg mij om een vrede te vinden, maar dat is geen waar. Dat ging niet, dat schaaft niet. So. En so, dan als je ons de eigen laat horen, vertel me wel wat dat oven zo weer. Zie, dat we in de week wat we kinderen aandoen, dat je even zo bij toekomen. En dan weer het een vrijdag oven weer dan. In de week, dan heb ik ook zei je dat je wilde komen lui. En vrijdag bid ik op eenmaal een kaartje bed. Ik zei te God, ik zei zondag zal de dag zijn en ik me entscheiding nemen voor aan te leven. Ik weet nog niet waarom ik dat gezegd heb. Maar dat is automatisch op eenmaal. Dan kom eenmaal uit en doe weer het. Nou, dan weer het zondag nog meer, so dan wist je dat nu dat meest geen ons en nu een tijd willen ze komen. En als je trainen huis van andere jongens, dan nog meer. Dan zei ik thuis weer, dan ik meer uit. En ik vond het te flatteren. Ik vond het te flatteren en te zwijten. En dan behield ik wist niet wat nu alles ver ging. En dan viel ik waar. Uit meer uit, je ik waar. Zo dan, als hij waar viel, als we uit naar de stad gaan viel, en dat hij $1. Ik flatter $1 en ik zwijt ze. So nicht, dass ich mich da anfall, aber das tut bloß einfach. Das flaut dann in ich schweit. Und dann war das jetzt die Lothar und dann kommen die da an. Dann kommen die an. Weiß nicht, wann die da wird, aber hat er uns jetzt hier. Dann kommen die an und dann wird es nach $. Ja, kom je nog denken, we zijn afgerechnet weer. Ja. En dan? En ik wist niet wat dat meinen soll, oder wo das hinkommen denn. Aber dann wie wieder so mit Jön Taub und du mit ein paar anderen, ja. Kommen da durch und saßen durch und verteilen. Und dann immer den Zeit, dann ging dann Evangelium dann. Kan je nog maar vertalen waar dat een Evangelium dan kwam? Ja. Wie fangen alle aan te vertalen? Wie weer je aan uw zeker komen? Wie kende het niet? Deze jongens, er waren gelijk 7 jongens. 6 oder 7 jongens. Daran. En dan vertelt wie van andere thema's, wat jugend kan interesseren. Vielleicht van voetbal oder wat daar voor u dan als een WL oder so ein bisschen so ein Spaß, nicht so? En op eenmaal zegt einer, wie dat du oder wie een andere, als wie kunnen van Jezus vertalen. Ik glaube, wir stehen nicht so. Wat ik denk kan, is dat een van de jongens zegt, aber moet jij van Jezus vertalen werden, van deze eeuwige thema's kan je al eenmaal vertalen. Du kan wie veel van, aber van Jezus niet. En dan fangen we dan aan van Jezus te vertalen. So, wo ging dat toe wieder? Ja, dan fang je aan, kijk van dat te reden. En dan val je aan, nu komt er wat na. Sondern dat reed bus krijgt mee aan. Dat kwam dan mee en we waren dan checken met mijn andere vrienden. Een paar sterk en dan werd ze daar. We waren onze entscheiding nemen. Voor Jezus te leven. Maar we waren eigenlijk alleen. We waren eigenlijk alleen daar halt zo. En dan trok ik mijn andere vrienden bezien aan, de vroeg aber die wir ganz wetten gezegd. We wisten niet wat dat doen zal. We wisten niet wat dat doen zal. En zeiden ons, en we einfach ganz stil. En trok ze waren aan en vroeg wel. En die merkten ons. En dan ging dat weer dan over en dan op eenmaal vang ik aan de vrouw. En dan het evangelium era. Mir wird das nicht deutlich. Mir wird nicht deutlich, aber es wird immer pijn. Ik geloof die vroeg bij 3 Mal, niet zo? Ja, bij 3 Mal so besetzt. Aramaya, man sogar, die können nicht verstehen, was das Evangelium bereitet. Ja. Ich kann das nicht, ich muss weiter da halt so, was das wird. Dann annehmen, ne? Aber no, ich weiß nicht, was das meint, oder was das wird. Dann wird er einmal sehen,
zum dritten Mal, was du immer sagst, das Evangelium, das nicht verstehen, sondern das annehmen. Ich sehe, ernst aus, ich habe auch noch nicht alles begriffen, was Jesus für mich getan hat. Aber ein weiß ich, dass ich das von dir angenommen habe und dass das mein Leben verändert hat. Ernst das so sehr. Und du kannst auch. Und dann? Ja. Wenn es das erst Jesus annehmen, ist ein bisschen so, dass es ein Geschenk ist. Gott hat ein Geschenk in der Welt kommen lassen. Ein Geschenk, weil wir immer nicht, was das ist. So. Dat moet je plus aannemen van een andere die je schenkt, ja. En krijgt zoals met Jezus sagt, ja. So, und dann, wo wird es für dich sehr schwer, dann das anzunehmen, oder diesen Schritt anzunehmen, ich würde es nicht annehmen? Ja, wenn ich da an allerhand Dinge, wenn wir von Paraguay kommen, und nu krijgt men dat daar weggetrokken. En nu ligt dat hier voor mij. Nou ja, en ik wist dat we zeer trouble hebben. Mensen kan niet hadden. De wierde past wat een beetje anders dachten zo. En de ene die krijgt toen am half weer die weer uitgetrokken dan. De wondergooi. En du sagst, was das für Troubles kann bringen. Ja, en er gaf grote troubles met bevriende mannen even. En hoeveel meer met 16-jarige jongens. So, Albert, das fängt immer interessant an hier an zu werden, weil unsere Zeit, der ist von der leider zu eng. Und ja, wir nur das nächste Programm gehen, aber wir sind über die Geschichte wieder jetzt. Aber am Schluss von dem Programm, was kostet vielleicht Junges oder Jugendliche oder mehrmals, oder vielleicht Lied sogar, was kostet denn von der sein? Ja, was ich will merken Menschen, wir brauchen nicht Evangelium immer alles verstehen, oder immer glauben, wir machen alles weiter von Evangelium. Und das Wichtigste ist, dass wir verstehen lernen, dass Gott hat seinen Segen geschenkt in der Welt. Aus dem Opfer und dann aus dem Geschenk. Und nicht checken, was das Geschenk zu bieten hat. Oder nicht checken, was Gott uns geben hat. Sondern er hat Jesus geschenkt. Und das ist das Geschenk. Und dort einfach den ersten Schritt dort nehmen. Und dann hier dort kommen, wenn er das Geschenk ancheckt, dann kommen die große nie Dinge binnen. Veel meer als du dat geschenk bent, als wat we ons immer versteld hebben. So, wo können die das Geschenk kriegen? So, wat ik mir einfach tijd bloß annehmen. Bloß annehmen en we moeten ons dat zelf zijn wie we zijn. So, 1. Johannes 1, Vers 9, das ist der Vers, dann wir dabei, als die uns praten. Hij sagt, weil wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von allen Antugenden. Und mit dem Vers, der schiert mich an und dann brauche ich 2. Und das kann jeder ein ans Leben dann. Und einfach ans Ziel allein in Jesus halten und unsere Sünden bekennen und dass wir ohne Jesus ab immer verloren sind und dass wir unser Ziel und dass wir unser Leben allein in Jesus haben und dass die einzige Rettung, was uns Jesus wurde, unter den Himmel, was wir kennen seilig worden, das allein in Jesu Namen. Amen, Amen. So, vielen Dank schön, Albert, für das erste Programm. Ich war einmal neu ab hier und dann wird die Geschichte über Fuß wieder gehen für das nächste Mal dann. So merkt das nächste Mal war an. Ich sage, dass du diese Geschichte wieder hier kommst. Dankeschön, Albert, für hier dabei sein. Gott sei Dank für dein Leben. Ekjran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.